Stell dir mal vor, du könntest einfach ein bisschen besser sehen. Vielleicht wie eine Katze oder vielleicht nicht wie eine Katze. Egal. Jedenfalls geht es um das neue Leica Noctilux 35 mm mit Blende 1.2. Bei Leica ist es mit den Objektivnamen mega cool gelöst. Du hast einen klaren Namen wie Summicron oder Summilux für Blende 1.4 oder Blende 2. Noctilux, das sind die mit der richtig offenen Blende. Und zwar ist es jetzt in unserem Fall das Objektiv, das ich testen darf, das Noctilux 35 mm mit Blende 1.2. Es gibt aber sogar ein Noctilux 50 mm Blende 0,95. Nebst dessen, dass das Objektiv eine wahnsinnig offene Blende hat und somit natürlich einen mega schönen Look, hat es etwas, das mich sehr freut. Und zwar Close Focus. Das ist die Distanz, wie nah ich etwas scharf stellen kann, das vor dem Objektiv ist. Das ist bei diesem Objektiv 50 cm. Üblicherweise bei sehr vielen Objektiven von Leica, auch bei älteren, die man ja an den modernen Kameras immer noch brauchen kann, ist es 70 cm, weil der Messsucher in der Kamera oben nicht unter 70 cm scharf stellen kann. Das heisst, wenn du also unter 70 cm etwas scharf stellen möchtest, dann musst du das LCD brauchen oder du brauchst natürlich auf der ganz neuen Leica M EV1 oder auf der SL3 den elektronischen Sucher. Scharfstellen mit Blende 1.2 kann natürlich unter gewissen Umständen herausfordernd sein. Darum ist es mega gäbig, wenn du beim elektronischen Sucher den Digital Zoom brauchen kannst. Aber ich habe es jetzt schon ein paar Tage testen und kann sagen, mit einer gewissen Routine und ein bisschen üben und vor allem, du hast ja auch eine rechte Motivation, wenn du so ein cooles Objektiv hast. Wenn du ein bisschen tüfteln, es geht mit der Zeit recht gut. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das Objektiv fängt natürlich auch abblendet mit Blende 2, Blende 4 sehr. Es wird dann sehr, sehr scharf. Bei Blende 1.2 hat es eine gewisse Vignette, die aber sehr schön aussieht. Bei Blende 4 ist es mega scharf, die Vignette wird weniger und es hat einen wahnsinnig coolen Look. Der Vorteil an den moderneren Leica-Kameras ist, dass wenn du die Blende so fest aufmachen kannst, kommt natürlich sehr viel Licht rein. Die Verschlusszeit vom mechanischen Verschluss, die ist irgendwo limitiert, meistens so bei 4000. Es kommt ein bisschen auf das Modell drauf an. Und das Coole ist, mit dem hybriden Verschluss schaltet es automatisch um und nimmt nicht den elektronischen Verschluss. Und so kannst du auch ohne Endenfilter gut einfach, wenn es so hell ist, mit Blende 1.2 draussen fotografieren. Wenn du also mal Gelegenheit hast, das neue Noctilux 35 mm Blende 1.2 für einen Leica M-Mount selber auszuprobieren, dann würde ich die Chance unbedingt nutzen. Beispielsweise am Leica Summit, dieses Jahr am 2. Mai im Zentrum Paul Klee in Bern. Die Anmeldung ist jetzt online, es gibt glaube ich noch ein paar Tickets, also schnell zuschnappen und wir sehen uns im nächsten Reel wieder. Bis dann.